Herr Präsident, die Damen und die Herren, es ist extrem wichtig, dass die Diskussion heute stattfindet. Und die Entschuldigung, die wir heute als jüdische Matbürger aufreieren, ist richtig und wichtig. Das Leid, was sie erlitten haben am Krieg, das war unendlich groß. An all Beteiligung von öffentlichen Autoritäten und der Judenverfolgung ist zutiefst zu bedauern. Am deutlichsten hat auch dokumentiert, dass wahrscheinlich die Beteiligung von Autoritäten am Kader von der Spoliation, Collège de Contrôleurs, Notären und so weiter. Ganz wichtig ist auch das Engagement, das wir heute holen, für alles zu machen, für so Tragödien in Zukunft zu verhindern. Wir freuen uns auch als ADR, dass wir die Resolution heute eestemmeg können unholen. Und das ist auch ein ganz großes Symbol. Wir haben aber als Lëtzebuerger keine Weltdiff, wie das in Frankreich war, keine staatliche Beteiligung und der Exterminationspolitik vom Dritten Reich. Und du weißt, als die Entschuldigung, die wir heute gehen, am Vergleich mit dem, was am Ausland und Gesten gemerkt wird, ganz besonders stark geschätzt. Wir können noch heute noch einmal feststellen, dass als Großherzorin an als Regierung Gott sei Dank an das Exil gegangen sind. Auch das, also etwas, was en filigran immer am Rapport Artuso so deutlich rauskommt, das wäre wahrscheinlich ganz schwer gewesen, eine Lëtzebuerger Souveränität aufrechtzuerhalten, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Es ist Kollaboratioun gehen. Leider an der Bevölkerung, es gouf Gele-Manager, gouf der VDB, Verein Deutscher Banditen, wie ein DAX genannt gouf. Und es gouf auch Kollaboratioun am Exerzice mit der Autorität von einem offiziellen Titel oder einer offiziellen Funktion. Und da wünschst du mir heute die Diskussion. Wir sollen als ADR auch schiederengem von Herzen merci, der resistiert hat, aus dem kleinen Land geholfen hat, und noch all denen, die geholfen von Judden zu retten, auch den ausländischen Länderallegationen, die sich beteiligt haben, wie die amerikanische, die portugiesische, die französische Autoritäten, die all matt geholfen haben, für die Leute zu retten. Wir dürfen einfach nicht vergessen, aber wir müssen sie ehren. Dafür auch von unserer Seite, also kloer zu einem Monument wie Shoah, kloer zu einem Geschichtsunterricht an den Schulen, die dafür sorgt, dass die Ferien historisch korrekt erklärt gehen, an nie vergisst gehen, an noch von unserer Seite zum Erhalen von historischen Plätzen wie der Parfumillen oder auch einer Plätze wie der Villa Pauli, der Holrischer Gär, die an der Geschichte vom Lëtzebuerger Leiden am Zweete Weltkrich eine zentrale Rolle gespielt hat. Den Institut für Zeitgeschichte, das soll geschaffen gehen, soll auch die Haltung von der Regierung gegenüber anderen Problemen weiter abschaffen, und dazu gehören auch Tambauer, die nach nicht so sehr aus Russland rumkommen, sie wie das vielleicht möglich gewesen wäre, nur am Ende vom Krieg. Wir konsiderieren die Leidensgeschichten an ihrer Gesamtheit. Wir denken nicht, dass eine Konkurrenz zwischen den Affer-Kategorien übrig ist. Den Sujet von heute ist noch speziell der Rapport Artuso, und wir wollen das auch dann machen, für ein bisschen den Rapport zu kommentieren. Das ist auch nötig, eine kritische Betrachtung zu sehen und am Ernst zu behalten, weil es gäbe noch schon für drun andere Konklusionen von Historikern, näheren Trausch, Dostert, Schönchen, Heusbusch, Sech, über die Verantwortung an anderen und die Existenz von Lëtzebuerger staatlichen Strukturen am Krieg, an ihren eventuell verbleibenden Handlungsspielräumen oder Responsabilitäten. Auch sie sind mit den Ressourcen, die disponibel wären, verantwortungsvoll umgegangen, kommen aber zum Deel zu fundamental andere Konklusionen wie Herr Artuso. Heute wird die traditionelle Geschichtsschreibung, die auf diese Quelle beruht, dax als Mythos durchgestaltet, sie wo aber rechtlich gut fundiert und historisch insgesamt wie die Quellen auch überzeugend. Muss ihn dafür auch dann der Rapport Artuso an dem Kontext kritisch gucken. Wir wollen aber feststellen, dass die Verantwortung für die Judenverfolgung an das Leid ganz klar beim Okkupant, aber bei seiner Ideologie lag. Und trotz der Existenz von vielen Gele-Manager, wo Lëtzebuerger an ihrer immensen Majorität Affer an Nicht-Täter, auch an der nicht-jüdischen Population. Und trotz dem bedauernswerten und verdammenswerten Antisemitismus, den es auch schon vor dem Krieg gab, hat Lëtzebuerg enorm viele Juden geholfen, kann darauf höflich sein. Auch das steht am Rapport Artuso, ich meine, seht sogar proportional zweimal so viel wie Holland vor dem Krieg. Das ist eine Großleistung. Wenn man also den Rapport guckt, dann muss man feststellen, dass das aber ein Versuch ist,
eng Kollaboratioun vu staatliche Strukturen notzuweisen, an heierns du as Beweislächt net ganz sterk. Et gëtt viel Hypothesen, et gëtt ganz viel Spekulationen, et gëtt leider dacks Resonementer Schach méi wie Dschach. Et frieden sech heierns du, wann in de Rapport liest, ob mat mat Geschichtsschreibung zu den hunn oder mat enger Geschichtspolitik. Soll probéiert gin de Mythos nämlichsche Drun geschwert hun an noch zum Deel Nationun zu dekonstruieren, wie der Dateins du haut probéiert gëtt, an dat wär secher falsch, well en Hirekle vun de Lëtzebuerger an Noperschaft vun den Täter, dat wär eng Lächt, die mir net brauchen zu drohen, weil se sech so net Beweise leist, wie gesot mat Ausnahmen vun de Kollaborateuren. Et gëtt methodologisch Bemerkungen, die secher kann man. De Komitee Scientifique als ganz bret opgestalt, dat müsste doch da méi schwéier fir eventuell weiter Analysen oder weiter Forschung zu machen, unabhängig vom Rapport Artuso oder mat der nedischer wissenschaftlich kritischer Distanz zum Rapport Artuso. Et gëtt an dem Rapport kein chronologisch Gesamtiwwersicht, an dabei gingen Datumen an de Vergleich und Datumen net awer erlerben, kausal zu Summenhängen mit kloer zu erkennen, als Situationen besser zu bewerten. Wichtige Archive konnten noch nicht ausgewählt gehen, notamment die Deutsche Archive. Juristische Aspekte mussten berücksichtigt gehen, wie zum Beispiel die Haager Landkriegskonvention von 1907, die Pflichten von einem Okkupant und Rechte von einer okkupierten Nation deutlich beschreiben, die Verpflichtungen von deutscher Seite missurcht. Et gouf von deutscher Seite nie eng Unerkennung vu staatliche Lëtzebuerger Strukturen, spätestens zum August 1940 weder von einer Souveränität noch von einer Regierungskommission. Am Rapport Artuso steht kloer, Berlin refuse toute forme de collaboration institutionnelle avec les Luxembourgeois. Ich meine, das auf der Seite 110. Und daraus muss ihn dann aber auch die richtigen Konklusionen ziehen. Den historischen Kontext, der geht nicht genug differenziert betrücht. Die deutsche Juddenpolitik von 1940 nach nicht die von 1942. Den Budget Lëtzebuerg an noch Reich allgemeng, weil sie Lëtzebuerg ganz sehr als Deel vom Reich geguckt, ethnisch proper zu erwähnen, dat muss furchtbar ausdrücken, die Säuberungsidee Juden rein an einer Ausdruck goufe benutzt. Et war aber noch net Politik von der Endlösung oder von der Extermination. An Stimmung an Europa bis 1940, wo auch eng die ganz klar muss betrucht gehen, wann in dat will bewertet wird, hei geschieht as. Et wo eng Stimmung vun Hoffnungslosigkeit dacks vu Verzweiflung no engem ganz säieren deitsche Sieg am Westen, an eng Klima, wo Gewalt as sech em Familie, wo vieles op Improvisationun, op Hoffnungslosigkeit der Verzweiflung an am Zweifel geschiet ass. Ich will he do fir kurz den Herr Premier huet firrun den Telegramm annimmt am Kader vun der naier Ordnung, dat wär schon bal e Gest vu Kollaboratioun gewesen, sinnet zu secher. Muss ich gesehen am Rapport Artuso sieht Herr Artuso, dass die Kommission administrativ dat non précisé bei den Gauleiter zitiert gouf. Und kurz gesagt, la Constitution, dat Hien ass, die Lëtzebuerger Verfassung, dat wäre de Gauleiter. Wir sind, sieht der Gauleiter, mit einem Schuschnick fertig geworden, also den österreichische Premier, den Donau an KZ kom. Ich werde auch mit Ihnen fertig. Und dann sieht neutral lang nicht mehr, meine Herren, es heißt deutschfreundlich sein. Und da schreiben aber trotzdem die Kommission administrativ schreibt oder will schreiben und den Hitler, eine französische Übersetzung, les sous-signés représentants de tous les milieux du peuple luxembourgeois ont l'honneur d'exprimer le souhait unanime de la population du Grand-Duché pour le maintien de sa vie propre et étatique dans le cadre du nouvel ordre européen, hatten dann eng an Ville. Notre peuple, fier d'une existence millénaire, tient de toute son âme à son indépendance étatique et politique recouvrée il y a un siècle und so weiter. Ich gesehen, meine Zeit als net so groß der Stadt gefehl ist mit der Wert, weil das nicht unbedingt ein Akt für Kollaboration, mir hauptsächlich ein Akt für die staatliche Unabhängigkeit, aber können so gut wie möglich zu erhalten. Kollaboration ist nicht Kollaboration. Heinst du möchte Kollaboration, wie mich Schlimmes zu verhindern, heinst du an der das verurteilenswert, Leute kollaboriert wie die deutschen Ziele mat zu realisieren, und das geht natürlich nicht. Handlungsmöglichkeiten goufet bei der administrativer Kommission praktisch keng méi. Wann in die Datume guckt,
vom Kriegszustand bis iwwer dat wat geschiet ass och no, wo die Lëchten opstalt sinn, wann en dat analyséiert gesäit in dat praktisch kein Handlungsspielreim mi bestanen hunn. Am 1. Juli ass den Herr Wehrer scho konvokéiert gi vu de Gauleitern an net dower bei en deitschen Zivilbeamten an gouf verboten e Konzert zu organiiséieren e Konzert, dat ass da net vergleichbar mat dee Mesuren, die mi spéit geholl gesinn. Wann en also die Lëchten guckt die opstalt gesinn och dat vëlech so, dat flecht wichtig wie dat ze so. Der 6. September sind die Lëchten opstalt gin den 12. September ist Gestapo bei der Konsistoire Israelit gange wie zu so und nach 14 Dech, da mussten all Juden aus dem Land rausgehen. Für an dem Kontext in eng Privatinitiativ zu lewen ass ganz schwer. Och wat die Retour vun de jüdischen Bierger op Lëtzebuerg ugangen ass, muss so dat am Rapport Artuso u sech de Raisonnement op eng Strichpunkt berout. An dat se den Herr Artuso selber wann net beurteilt, de sagt Juden wird die Einreise versagt, steht hat engem Strichpunkt an darüber as de Raisonnement da basiert, dat das net unbedingt ganz stark. An op der Seite verdrun schreibt Herr Artuso nach il est donc indéniable que la commission administrative vint en aide à des personnes qui souhaitaient partir et qui n'étaient plus en sécurité au Luxembourg. An elegcht huet iwwer Nationalitätegesetz, weil da doch nach ein zentrale Punkt ist an der ganzen Diskussion. Am März 1940 huet als Chamber ein neues Nationalitätegesetz gestimmt. Am März 1940. 10. September 1939, wo Europa am Krieg. Am Mai 1940 kommt die Invasion. Das Nationalitätegesetz als geholl gehen am Bewusstsein von einer deutscher Invasion, die unmittelbar sollt befürchten. Und dann wird gesagt, wird die Lëtzebuerger Nationalität betont. Et wo net die Idee wie d'Aarbechte auszuschleessen oder wie die liberalen Konzepte zu vergessen. Et wo ein Akt vu Widerstand höchstwahrscheinlich a vun engem Iwerliewenswille vun engem Lëtzebuerg wat grad 100 Joer feier hanner ze schert, an den Deitsche wollt weisen, dat seg ege Nationun sinn an sech nëttech völkisch Konzepte oder Änerer wollt desorientéiere losen. An ich froh mech wann et die Gesetzgebung am März 1940 net giwär, ob de Lëtzebuerger dann so einfach gewircht wär oder wo schwéier genug mir so iwwerzegent gewircht wär, of wie Resistenzorganisationen wie Lëtzebuerger zu motivieren, bei der Personenstandsaufnahme zu schreiben, 3-mal Lëtzebuerg, wo se mat ihrem Numm humissen dofir astoen, a Risiken hoelen, wie sech zu eiser hemisch zu bekennen. Ech menggen, der Rapport Artuso as ganz sicher e wichtig Dokument. An soll als Hëlle für Nutze denken an zu beurteilen. Mir muss überprüft gehen, muss auch ernst belicht gehen. Mir hätte ger weiter Forderungen, mir Apps as ganz klar. Lëtzebuerger an ihrer größer Majorität waren Awer an net Täter. Wir müssen Kollaboratioun verdämmen, mir können stolz sein, ob es Geschichte am Zweete Weltkrich.